Arg hör das seltsame Stimm. Eine Stimm, die schon einmal gehört hat. Am Heldegrab. Es ist nun vorbei. Ragnaras Kräfte sind versiegelt. Wer bist du? Und was bist du? Ich? Ich bin der Gegenstück aus der Oberwelt. Ragnara hat dich erschaffen. Um den Planet zu beherrschen. Ragnara hat dich geboren. Indem er Kopie von mir erschaffen hat. Nicht nur dich, sondern alle Bewohner von Christa. Ach, dein Dorf ist noch ein Vorbild aus der Oberwelt erschaffen worden. Die Welt befindet sich jetzt wieder im Gleichgewicht. Du hast das möglich gemacht. Die Dunkelheit ist vorüber. Wir haben's geschafft. Wir haben's gepackt, Kerl. Lass uns jetzt in unserer Welt heimkehren. Dann ist ihm jetzt so, ja. Das ist also mein Heimatdorf. Sogar das schönste Haus wäre für mich jetzt ohne jede Bedeutung. Denkt dran. Ach, Melina hat ihr Dorf verloren. Ihr Ältere und ihr Freunde aus dem Dorf sind alle umgebracht worden. Und das ist der Grund, weswegen sie ihr Spruch verloren hat. Ich kann ihren Schmerz echt sehr gut noch empfinden. Ich hab nicht geglaubt, dass man sich ohne Heimat so einsam fühlen kennt. Du siehst recht fertig aus. Nun, ich freue mich, bevor ich gekämpft hab. Der Weise hat gesagt, ich soll die Welt retten. Also bin ich noch overgegangen. Tja, die Welt ist gerettet worden. Die Zivilisation erblüht. Was war der Plan vom Weise? Ragnaras Plan. Ich fühle mich, als hätte ich Unglück über den Planeten gebracht. Arg hat mir Verantwortungsbewusstsein, als ich gedacht habe. Du hast deine Aufgabe, Himmel und Erde zu schaffen, erfüllt. Du bist das, was die Menschen einen Gott nennen. In einer Welt voller Leben. Doch geschehen aber auch immer Unglücke. Doch so wie es Schlechtes gibt, gibt's auch viel Positives. Auf alle Fälle bin ich gern mit dir gereist, Arg. Fluffy? Du hast doch ein gutes Herz. Ist dir das erst jetzt aufgefallen? Fluffy, Froh hätte ich noch. Du hast mich lange Zeit begleitet. Sogar im Endkampf warst tapfer an meiner Seite. Ich hab noch nie gefrocht, aber was genau bist du? Ich hab die froh erwartet. Arg, bisher hast du unzählige Lebewesen getroffen. Vögel, Löwe, Pinguine, sogar Nixe. All die Lebewesen stammen von einer einzigen Kreatur ab. Vor der Evolution haben alle so ausgesehen wie ich. Menschen haben gelernt, auf 2 Beine zu gehen und Werkzeug zu bedienen. Ja, jetzt verlassen sie sich nur noch auf Maschine. Vielleicht werden sie an einem Tag mal wieder so, wie ich aussehe. Seltsame Vorstellung.
Naja, aller hopp. Später arg. Ich muss jetzt halt gehen. Was? Wohin gehst dann du, Fluffy? Och, ich war schlafen und auf der Dach warte, an dem wieder jemand die Buchste ohne aufmacht. Leb wohl, mein Freund. Leb wohl. Oh. Herrscht mich. Ich bin die Wiener, die Seele von der Overwelt. Ragnaras Niederlag wird Christa und die Unterwelt vernichten. Die Overwelt wird sich langsam wieder erholen. Schaffe vom Böse, bist vom Gute wiedergeboren worden. In dir fließt's Blut von Divina und Blut von Ragnara. Aber jetzt ist der Aufgabe erfüllt. Dein Körper wird bald schwinden. Genieß deswegen dein letzten Tag in Christa. Sie erschafft mir jetzt auch nochmal so eine Traumwelt, den ich mit Melina verbringen kann. Arg! Was ist denn los? Hörst du mal zu? Wie? Sorry, ich hab noch gedacht. Hallo Arg. Klick bedeutet für mich frei leben zu kennen. Okay. Das ist doch irgendwie sehr schön. Und nicht die Sache. Nee, ich mach's noch. Auch wenn das eine sehr lange Episode aus. Hallo Arg, du siehst sehr notwendig aus. Bedrückt dich etwas? Ja. Ach, die Musik ist auch gerade so schön. Aber die retten auch gerade nicht mit mir. Oh, die Musik ist gerade wieder so schön hier. Melina wird die Erbe Zeit bringen. Lass uns spielen, Arg. Mama, ich dachte, alle Menschen sind an ein früheres Versprechen gebunden. Arg möchte immer Melinas Freund bleiben. Ich denke ja. Der Wahrsagermann, der Teich reflektiert die Zukunft, aber ich kann da drin nichts sehen, nicht mal mein eigenes Spiegelbild. Hey, Arg, lass uns spielen. Ach Gott, das ist gerade so traurig, wenn man genau weiß, was Sache ist. Und du? Arg, etwas an dir hat sich verändert. Herr Rotemol, braucht mal was. Wie bitte, die blaue Tür? Das ist die Besekammer. Bist du in Ordnung? Das lässt sich jetzt auch nicht mehr benutzen. Und ach, da kommt man in die Reihe. Das hat in dem Zimmer begonnen. Ob der Weise alles so kummer gesehen hat, wie es sich ereignet hat. Ich habe die Zivilisation erweckt und Beruga. Die Erde hat sich dunkel gefärbt. Maschine wollten mich noch Berugas Erwache umbringen. Aber ich hab's überlebt. Kumari und andere Lebewesen haben mich wiederbelebt. Ich hab mein anderes Ich getroffen und hab meine wahre Bestimmung erfahren. Oh Mann, das nimmt mich gerade auch alles so mit. Na, Arg, wenn Melina schon Morgengymnastik gemacht? Seltsam, in deinen Haare spiegeln sich die Kristalle vom Nebel. Ja, und jetzt gilt's. Jetzt gilt's. Oh Mann. Oh Manometer. Arg. Hörst mich? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich wollte dich in Stockholm als Baby umbringen. In Christa hat nur das Wort vom Weise gegolten. Und weil ich dich jetzt als Erwachsene sehe, wird mir etwas klar. Alle Menschen sind Individuen und sollten natürlich leben können.
Und Größter wird bald verschwunden sein. Aber der Bund vom Schicksal wird uns wieder zusammenführen. Arg. Oh, Entschuldigung, Mann. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Alles Gute. Oh, Mann. Das Spiel. Das Spiel. Arg fällt in tiefe Schlaf. Und träumt sein letzter Traum. Er träumt, er sei ein Vogel und schwebt über die Erde. Frei. Ach, das End, das nimmt mich jedes Mal wieder mit. Ach Gott. Das war, ihr liebe Leute, das war Let's Play Terranigma auf Pelzig. Ein schöneres Spiel könnte es für Super Nintendo kaum geben, meiner Meinung nach. Um ehrlich zu sein, habe ich die Zeit vergessen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon mache, aber wenn es 40 Minuten sind, dann mache ich das wirklich ohne Abmoderieren in 2 Episoden. Es war mir absolut die Ehre, das Spiel zu spielen. Es ist eines von der wunderbarsten Spiele für Super Nintendo, die es gibt. Es hat so viel Kritik dabei an unserem modernen Leben, wo man schön hinterfragen kann, was ist eigentlich heutzutage noch von Interesse und was ist eigentlich heutzutage noch wichtig oder was nehmen sich die Menschen wichtig? Muss man alles Maschine anvertrauen oder könnte man nicht auch ein bisschen mehr natürlicher leben? Damit man auch die Welt, in der man lebt, nicht zerstört. Und, ach Gott, da hat man den Arc die ganze Zeit begleitet und zum Schluss ist er doch auch wieder einfach nur ein Teil vom Kreislauf, der schwinden muss. Zusammen mit der Unterwelt. Ach Gott. Ja, das ganze Spiel ist so wunderbar, so wundervoll. Es berührt mich jedes Mal wieder am Schluss. Und ich finde gerade dieser Traum... Gott, Entschuldigung. Dieser Traum mit dem Vogel, das ist sowas Wunderschönes. Das ist doch ein Traum, den wir alle gern hätten. So, jetzt reiß ich mal wieder zusammen. Kerl. Ja, da ist dann wieder Natur und Technik zusammen. Abgebildet Zug und die Möwe neben dran. Ach ja. Ich würde sagen, es ist eine absolut geile Story. Von Anfang bis End. Das Spiel hat wirklich für die damalige Zeit sehr viel Grafik zu bieten. Und nicht nur das, es hat auch Story und Tiefgang ohne Ende zu bieten. Heutzutage sehe ich das so häufig, dass Spiele sehr gute und sehr geile Grafik zu bieten haben. Aber die Story lässt echt zu wünschen übrig. Ich tät mir als so häufig wünsche, dass Spiele wieder mehr Tiefgang haben, mehr Botschaften vermitteln. Natürlich ist nicht jedes Spiel von heute so wie jedes Spiel von früher, nicht jedes Spiel von früher ist so wie jedes Spiel von heute, klar. Aber diese JRPGs früher, gerade die Dinger, die ich jetzt der Reihe noch alle durchboxen werde, die haben allesamt eine Botschaft, die haben allesamt Tiefgang und das fehlt mir bei einigen modernen Spielen durchaus sehr. Und Mann oh Meter, ist das ein Spiel gewesen. Angefangen von der Unterwelt, dann wie man die Oberwelt wieder Stück für Stück regeneriert hat, dieses, oh jetzt kommt doch ein Flugzeug neben dran, ne? Oder Raumsonde sogar. Schön. Ja, von der Unterwelt angefangen, dann über die Oberwelt, wo man erstmal die Pflanze aus der Ödnis befreien musste, dann die Vögel wieder zurückholen und die Tiere. Und dann im Anschluss die Menschheit. Und
wie man die Menschheit wirklich von einem schlichten mittelalterlichen Leben dann wieder allmählich in die 90er Jahre Zivilisation gebracht hat. Es ist so dieser Ablauf von Nomadentum bis hin zum modernen Mensch Ende 20. Jahrhundert. Das ist etwas, was mich unglaublich flasht und das ist etwas, was mich auch heute immer noch berührt. Und jetzt mal ganz ohne Witz, alle schon dann, wie die das doch früher gesehen hätten. Sagen wir mal, 21 Jahre später, 1996, ist es erschienen in Europa. 21 Jahre später, was hat sich in den 21 Jahren getan, oder? Guckt's euch doch einfach mal an, was hat sich in den 21 Jahren getan? Wenn ich zurück an 1996 denke, da denke ich an Super Nintendo, da denke ich an Telefon mit Schnur teilweise noch, da denke ich an alte Telefone, die manche Leute noch gehabt haben mit Wählscheibe. Oh, und jetzt die Zivilisation, die Städte. Oh, Alter. Grandios. Ja, da denke ich an sowas. Da denke ich auch noch an Brot selber noch mit der Hand schneiden, weil erst später in den 90er dann Brotschneidmaschine gekommen sind. Da denke ich an Festnetztelefone ohne Handy oder so ein Scheiß. Wobei Handys natürlich auch sehr praktisch sind. Ja, da denke ich an so Dinger. Da denke ich dran, dass man noch zu den Nachbarn gegangen ist und zum Tante-Emma-Laden, das meine ich jetzt nicht die Nachbarn selber, sondern zum Tante-Emma-Laden in der Nachbarschaft, wo man die Frage kennt hat, die immer die Sache für die Kinder verkauft hat. Da hat man im Supermarkt, das gibt es natürlich halt auch immer noch, hat man im Supermarkt die Wurst kriegt an der Wursttheke, so Gelbwurst. Da hat man Autos gehabt, die durchaus auch leistungsfähig waren, aber nicht so Hybrid-Dinger wie heute. Da hat man keine Energiesparlampe gehabt und so weiter und so fort. Und wenn man sich allein nur die Telefone und die Handys anguckt, was hat sich die Welt verändert? Was hat sich die Welt verändert in der Zeit? Allein schon die Handytechnologie, allein schon die Spieletechnologie, unglaublich. Was ein Spiel wie Terranigma heutzutage an Möglichkeiten hat, ist der absolute Wahnsinn. Im Let's Play Forum habe ich gesehen, dass sehr, sehr viele Leute, ich glaube über 400 sind es tatsächlich, mein Let's Play zu Terranigma verfolgt haben. Und ich habe auch gesehen, dass es sehr, sehr viele Likes zum Teil auf YouTube erhalten hat. Und kann wirklich nur sagen, ihr liebe Leute, es war mir die absolute Ehre, Terranigma zu spielen. Es war mir ein Bedürfnis und es war großartig, dieses Let's Play mit euch spielen zu dürfen. Jetzt haben wir noch eine letzte Szene ganz zum Schluss. Klopft jemand? Ich komm. Wer kann dann das sein? Es ist doch schon noch Mitternacht. Wer ist dann da? Man will einfach nur klar, dass es arg ist. Ach du Scheiße, Mann. Es überkommt mich mal wieder. Oh. Vielen, vielen, vielen Dank euch alle, dass ihr den Weg mit mir gegangen seid. Vielen lieben Dank. Macht's gut und freut euch auf mein nächstes Let's Play für das Super Nintendo. Das wird sein Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also macht's gut und bis morgen zum neuen Let's Play. Iron Yankee.